Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig im malerischen Puerto Pollo. So, da haben wir einen Krug und einen kleinen Pirat. Gucken wir uns mal den Krug an. Das ist ein Krug für die Limonade. Ja, Limonade für 5 Cent anscheinend, ne? 5 Cent. Und hier? Limonade. Ja, schön. Wie inspirierend. Ein aufstrebender junger Unternehmer. Können wir den drücken? Ich bin größer als er. Ich bin kein Tyrann. Na gut, dann retten wir mein halt mal Sohn, mit hast dem. du schon geöffnet? Oh Junge, mein erster Kunde. Junge, und das ist erst der Anfang. Hi, mein Name ist Kenny. Kenny Faulzahn. Es wäre toll, wenn Sie etwas von meiner Limonade kaufen würden. Kostet nur einen Fünfer. Und das Allerbeste ist mein bodenloser Krugtarif. Das klingt nach einem guten Geschäft. Ist die Limonade gut? Oh, aber natürlich. Es ist ein sehr gesundes Getränk. Sogar noch besser für Sie, als Blutegel auf die Zunge zu legen. Ui. Wofür ist die Limonade gut? Es ist ein tolles Mittel gegen Skorbut. Es wird all Ihre Beschwerden lindern, einschließlich, aber nicht begrenzt auf schleichende Erschöpfung, Muskelschmerzen, einfallende Augen, schmerzendes Zahnfleisch, fahle Haut, Zahnverlust, innere Blutungen, das Aufbrechen von Wunden, Durchfall, Nierenversagen, Ohnmacht, Mundgeruch und Tod. Super. Heilt sie böse Piratenflüche? Nein, aber es besitzt ein erfrischendes Zitrusaroma ohne störenden Nachgeschmack. Ich würde gerne etwas Limonade kaufen. Sicher. Wir haben einen bodenlosen Krugtarif, wissen Sie? Das macht einen Fünfer. So, kriegt er Spielgeld. Und ja, so viel zum bodenlosen Krug, ne? Hey, in diesem Krug ist kein Boden. Gib mir mein Geld zurück. Tut mir leid, ich habe Ihnen von unserem bodenlosen Krugtarif erzählt. Und es gibt keine Rückerstattungen. Du Kleiner. Danke, kommen Sie wieder. Ja, so viel dazu. Wie inspirierend. Ein aufstrebender Okay. junger Unternehmer. Du hast noch eine Bekanntmachung. Der Chefarzt von Plunder Island warnt, Inhaltsstoffe dieses Produktes können gesundheitsschädlich oder tödlich sein, wenn sie verschluckt werden. Ja, war vorher hauptsächlich hier am Abreise, wie toll das ist. Na gut. Das ist ein großer, dicker Bottich voller Farbe. Nummer 2. Dann nehmen wir hier noch Zeug. Strauch. Ein ursprüngliches Beispiel für die vielen dekorativen Sträucher, die für die Bepflanzung von Plunder Island benutzt wurden. Vor allem einfach nur Strauch. Naturpfad der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Willkommen. Gefahr. Nicht betreten. Gefahrenbucht. Okay, dann haben wir da noch ein Schild. Ipecac. Cephaelis ipecacuana. Eine der überall auf Plunder Island vorkommenden kriechenden Kletterpflanzen. Ein Sirup, der aus den Ipecac-Blüten gewonnen wurde, diente den frühen Siedlern von Plunder Island als Brechmittel. Bäh. Vorsicht! Ipecac-Blüte. Das ist eine Ipecac-Blüte. Ja, also Ipecac-Sirup wird tatsächlich noch als Brechmittel tatsächlich verwendet. Nur so nebenbei als Info. Das ist nicht irgendein Quatsch aus dem Spiel. Das ist tatsächlich so, dass Ipecac-Sirup tatsächlich als Brechmittel verwendet wird. Sie ist mit der Kletterpflanze verwurzelt. Ich kann sie nicht einfach pflücken. Wow, dieser Dschungel ist dicht. Ich werde etwas Scharfes brauchen, wenn ich mir meinen Weg zurechthacken muss. Jo, und da haben wir natürlich nur das Allerbeste. Gegensprechanlage immer hier noch. Geheimnisvolle Tür, aber gehen wir erst später durch. Hühnchenladen. Es ist die Gegensprechanlage für das Walk-In. Okay, Nein. schade. Flugblatt? Dein Huhn wagt zu Gold. 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Na gut, nehmen wir doch mal. Zack. Matschpfütze. Das ist so dick wie Bratensoße. Ich werde in diesem Matsch nichts finden, wenn ich mit meiner Hand herumfische. Lieber nicht. Dann gehen wir nochmal hier rein. Haben Sie eine Reservierung? Nein. Nein. Kein Reservierungsbeleg, was? Dann raus mit Ihnen! Ja, da kommen wir erst später hier. Sodela. Dann gucken wir uns hier noch um. Gucken wir uns mal das Banner hier an. Beim Brunner können wir nichts machen, oder? Doch. Dann erstmal der Brunner. Im Gedenken an die Hühner, die ihr Leben gaben, während des großen Puerto Pollo Potluck Pfadfindertreffens von 1621. Gut, dann das Banner.
Das Long John Silver Zentrum der Darstellenden Künste präsentiert Spear. Können wir hier durch die Vordertür? Es ist abgeschlossen. Okay, dann gehen wir halt und hier. Ja, mit Doppelklick funktioniert das. Ach. So, Blood Island Aufkleber. Hey, hey! Es ist ein Aufkleber von Blood Island. Da steht, Blood Island ist für Bluter. Eine Mitteilung der Blood Island Tourismusbehörde. Vielleicht weiß der Besitzer dieses Koffers, wie man nach Blood Island kommt. Er klebt auf dem Koffer. Schade. Abgenutzter Reisekoffer. Es ist ein alter Reisekoffer. Er ist bedeckt mit Aufklebern von vielen weit entfernten Orten. Zum Tragen ist er zu schwer. Speerattrappen? Das sind ein paar Speerattrappen. Na, nimm sie doch mal. Ich brauche keine Requisiten. Schade. Schwertattrappen. Nur ein paar Schwertattrappen. Ich brauche keine Requisiten. Schade. Ich brauche keine Requisiten. Na gut, dann halt nicht. Dann haben wir aber hier noch einen Spiegel. Ich frage mich, ob es in diesem Stück eine Rolle für einen flotten, gaunerischen Piraten gibt. Und wir haben noch einen Zauberstab. Es ist ein Zauberstab. Nennen Schauen wir. Sie, wie ich das verschwinden lasse. Und Zauberhut. Er ist leer, oder nicht? Ja, probieren wir es doch gleich mal aus, ne? Sind wir doch mal so frech. Und. Nichts in meinem Ärmel. Presto! Hey, es hat geklappt. Da ist etwas drin. Jo, gucken wir doch gleich mal das Buch. Das A-C des Bauchredens. Na, nehmen wir mal mit. So. Das A-C des Bauchredens. Ist Bauchrednerbuch. Das wäre ein einfacher Weg, sich mit dem Papier in den Finger zu schneiden. Pff, Es ist an sich interessant zu lesen, aber ich sollte es an jemandem ausprobieren. na gut. Sie ist sehr modern. Nein, ich mag den natürlichen Look. Schade. Dann der Piratemantel. Sieht aus wie ein netter Mantel. Mit ein paar abgeblätterten, unansehnlichen Schuppen. Dann Hier ist machen wir ein Handschuh erstmal- drin. Genau, den brauchen wir nämlich auch noch für später. Und die Schuppen gucken wir uns auch mal an. Das ist verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass Schuppen sich bewegen. Oh. Läuse, die nehmen wir auch mal mit. Boah, wie die sich noch bewegen. Sie, zappeln. Und Handschuhe. Es ist ein Handschuh. Wow, ja, super, danke Guybrush. Gehen wir mal hier hin. Abtupfen oder nicht abtupfen? Schauspieler und abscheulicher Pirat. Nein, das stimmt nicht. Es ist Joriks Grabstein aus Hamlet. Na, dann retten wir doch mal mit dem hier. Nachdem wir Komm schon, schlapp Es ist ein Schauspieler. Thespian. Okay. Ahoi! Ich bin ein gefährlicher Pirat. Wer bist du? Cromwell. Schlappi Cromwell. Es ist eigentlich nicht mein richtiger Name. Mein Agent sagte mir, dass mein richtiger Name keine Star-Qualitäten hätte. Wie ist dein richtiger Name? Rex Glückspilz, Abenteuersucher. Aha. Aber ich mag dem seine Stimme. Die klingt echt ziemlich cool. Was ist das für ein saumäßig dämliches Gefasel, das du da probst? Aber das ist das Meisterstück des Barden. Glaubst du wirklich, dass es so schlecht ist? War die große Cheops-Pyramide ursprünglich 157 Meter hoch? Oh, ich wusste, ich hätte das Material nicht ändern sollen. Wie habe ich nur meine unselige Feder nehmen und sie wie eine Nadel durch die unbefleckte Dichtung des Meisters stoßen können? Du hast Shakespeare umgeschrieben? Ich wurde dazu gezwungen. Nicht eine einzige Person kam zu meinen Aufführungen. Oh, diese dummen, rohen Piraten! Nicht Mann genug, um sich mit ihrem sensiblen Innern auseinanderzusetzen. Also schrieb ich die gesamten Bücher neu. Ich konzentrierte die Brillanz von Jahrzehnten auf eine 45-Minuten-Revue. Spear. Ein Theatermedley. Oje, oje. Warum kannst du nicht zum Originaldrehbuch zurückkehren? Oh, die süße, bittere Ironie des Ganzen. Nun, da du bestätigt hast, dass ich nicht wieder gutzumachenden Humbug produziert habe, habe ich mehr oder weniger die Garantie, einen finanziellen Erfolg vor mir zu haben. Warum finde ich das merkwürdigerweise ermutigend? Kann ich dir bei den Proben zu diesem schrecklichen Stück zuschauen? Ich würde vorziehen, wenn nicht. Ich werde nervös, wenn ich beobachtet werde. Natürlich. Super von Schauspieler, ja. Warst du auf Blood Island? Aber natürlich. Blood Island war einst der Ort, an dem man als Künstler in der Karibik sein musste.
Das waren noch Zeiten. Wir waren jung und wild. Wir setzten neue Maßstäbe für unsere Kunst. Oh, welch riskante, gewagte Darbietungen wir gegeben haben. Wir hatten keine Angst, die zähen, anspruchslosen Sinne unseres Publikums zu schockieren oder zu beleidigen. Oh, was habt ihr gespielt? Hauptsächlich Pippi Langstrumpf. Kannst du mir sagen, wie ich Blood Island finden kann? Mein Agent Placido Domingo kümmerte sich immer um die Reisearrangements. Er wüsste schon, wie man dorthin kommt. Irgendeine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Er ist ein Mitglied des Brimstone Beach Club hier auf Plunder Island. Vielleicht erwischst du ihn da. Ja, Placido Domingo zum Thema 3 Tenöre und so, ne? Okay. Kann ich bei deiner Show mitmachen? Lass mich offen sein. Du hast einfach nicht die Hände eines Speerträgers. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das höre. Was? Bitte, kann ich bei deiner Show mitmachen? In einer Aufführung im Kindergarten habe ich einen Baum gegeben. Wir haben schon einen Baum. Oh. Bitte, lass mich dir beim Proben zuschauen. Ich würde vorziehen, wenn nicht. Und hör auf zu jammern. Na gut. Fahre fort. Dann töte ich Cäsar, gefolgt von einem... Das ist einfach störend. Also, wie bist du in dieser Show gelandet? Ich bin eigentlich eher ein Statist. Aber was ich wirklich will, ist Schauspieler. Die Leute nehmen dich einfach nicht ernst, wenn du nur ein Statist bist. Wie überraschend. Ja, nicht wahr? Hals- und Holzbeinbruch. Danke. Ich erinnere mich nicht mehr. Kommt das Wasserballett vor oder nach meiner verrückten Szene? Oh Gott. Ja, du aber gehen wir erst später hier. Wenn wir du auch wirklich hier müssen. So, wir gehen jetzt nochmal die Treppe runter. Bei der geheimnisvollen Tür landen wir übrigens da vorne hier bei Blondbart wieder. Wenn wir da durchgehen, das ist eine schöne Abkürzung. Und wir gehen jetzt erstmal hier in die Barbary Coast, die Barbierküste. Die Barbierküste. Willkommen, werter Herr, in der Barbierküste. Dämserstimme mag ich auch total. Haarschnitt ein Abenteuer ist. Ei, wenn du einen Haarschnitt willst, dann musst du warten, bis ich mit Captain Rochelieu hier fertig bin. Seid ihr Jungs Piratenfriseure? Wir bevorzugen den Ausdruck Seeräuber-Haarstylisten. Großartig. Vielleicht könnt ihr mir helfen, diesen riesigen Diamantring zu finden, den ich suche. Diamantring? Ja, er soll enorm sein und er ist auf Blood Island. Blood Island? Nie davon gehört. Das ist echt eine lustige Geschichte. Ich muss den Fluch aufheben, der aus meiner Freundin eine massive Goldstatue gemacht hat. Massives Gold? Wartet eine Sekunde. Habe ich jetzt zu viel verraten? Ja. Also generell muss ich sagen, dass ich die Stimme hier von deiner von deiner 4 eigentlich auch von Captain Rochelieu extrem passend und genial finde. Also das ist wirklich eine Zeit gewesen, wo ich wirklich noch saumäßig zufrieden mit der Synchro von Spiele war. Mit der Da ist deutschen ein Schild an Synchro. diesem Porträt. Darauf steht Captain Richard Squawkins. Es gab keinen abscheulicheren Knaben, bis wir ihm diese tolle Dauerwelle gaben. Captain Charles Vane. 7 Fuß groß war unser Kapitän. Seine Spitzen sind gefärbt. Hättet ihr es gesehen? Totenschädelgemälde. Ein weiterer zufriedener Kunde. Und der hier? Jack Rackham. Um sein Aussehen gab der Gauner viel. Jack bevorzugte den glatten Stil. Papageiengemälde. In liebevoller Erinnerung. Crackers. 1684 bis 1685. Captain Steve Gromit. Er stritt und kämpfte hart. Treten und schlagen war seine Art. Dann kam er zum besten Friseur am Platze. Er ging raus und hatte eine Glatze. Thomas Lüstern. Er war gefährlich und sehr raffiniert. Und schön waren seine Haare glasiert. Rachel Schrei. Diese Lady war bestimmt kein Debütant. Und mit Dutt am Kopf tötete sie 20 Mann rasant. Bah. Edward Kreisch. Ging es um Rum, war Edward Kreisch vor gar nichts fies. Er trank eine ganze Flasche, während er sich die Haare kräuseln ließ. Gut, adretter Pirat. Gucken wir uns mal an. Wir gehen hier chronologisch durch. Es ist ein adretter Pirat. Nicht chronologisch, natürlich von links nach rechts, so rum. So, können wir denn drücken? Nein. Okay, dann aber Sprecher. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Klar bist du einer. Okay, dann, wer sind Sie? Edward van Helgen. Doch nicht der. Das ist richtig. Mein Name ist der von Piraten am meisten gefürchtete. Edward Kuschelhase van Helgen. Junge! Ich finde es auch immer geil, wenn man miteinander spricht und jeder hat so sein jeweiliges Sub-Theme noch dazu.
Wie würde es Ihnen gefallen, meiner ständig wachsenden Schar von Piraten beizutreten? Deine Mannschaft? Warum sollte ich bei deiner Mannschaft mitmachen wollen? Es wird der absolute Knaller. Wir segeln nach Blood Island. Tut mir leid, Threepwood. So gern ich wieder draußen auf dem Meer wäre, so könnte ich doch niemals einem Kapitän dienen, der weder ein Gentleman noch mir ebenbürtig ist. Ich bin ein Gentleman, Sie großer, alter, bettnässender Dummkopf. Dann beweise es. Wenn du mich in einem Gentleman-Duell besiegen kannst, trete ich deiner Mannschaft bei. In Ordnung. Beginnen wir mit dem Duell. Nein, nein, nein. Da gibt es Regeln. Wenn du dich mit mir duellieren willst, musst du mich ausreichend beleidigen. Okay. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Sie ein großer, alter, bettnässender Dummkopf sind? Genau genommen hast du es getan. Und ich bin nicht beeindruckt. Hey, das ist ein hübsches Hemd. Wie lange sind Sie schon farbenblind? Oh, bitte. Nettes Parfum, das Sie benutzen. Haben Sie sich eigentlich in Dung gewälzt oder Ihnen sich nur ein wenig hinter jedes Ohr getupft? Dies ist nicht die Art von Beleidigung, die ich meine. Wie angemessen. Sie kämpfen wie eine Kuh. Das ist ein alter Hut. Komm zurück, wenn du frischeres Material auf Lager hast. Ja, Ich möchte tatsächlich. Sie nicht beleidigen. Warum können wir nicht einfach so loslegen? Okay. Sie sind von der Piraterie zum Hairstyling gewechselt. Warum? Die Musik der See ist etwas, das deine Seele packt und sie nie wieder loslässt. Aber das Leben eines Matrosen ist rau und die See zeigt keine Gnade. Es war keine leichte Wahl, aufzuhören. Aber ich habe erkannt, dass ich immer noch die Musik der See genießen kann, wenn ich sicher an Land bin. Durch das Herumlungern an den Docks und das Singen vor vorbeigehenden Seeleuten? Nein, glaube mir, das funktioniert nicht. Offensichtlich, indem wir ein Friseursalon-Quartett gründeten. Offensichtlich. Aber es gibt nur 3 von ihnen. Das Vorsingen lief nicht so gut wie erhofft. Wir hatten einst einen Tenor namens Dominique, aber er ist abgehauen. Künstlerische Differenzen. Also ich muss sagen, generell die Wortwitze hier im dritten Teil sind einfach nur genial. Die gefallen mir auch sehr gut, weswegen der dritte Teil fast schon der favorisierte Teil von der Monkey Island Trilogie für mich ist. Ja. Ich könnte der 4. für euer Frisiersalon-Quartett sein. Nein, das ist in Ordnung. Das war mein Fehler. Wir brauchen eigentlich gar keinen. Ah, kommen Sie. Ich habe hier eine tolle Ballade. In Ordnung. Lass mich hören, was du anzubieten hast. Na gut, populäres Kinderlied, populäre Piraten-Shanty, populäre karibische Inselhymne, populäre romantische Ballade und populärer Werbesong. Okay, fangen wir doch mal von... Haben wir noch was? Nee, okay. Dann fangen wir mal von vorne an, ne? Ich hab nen Affen in der Tasche und der stiehlt mir einmal Geld. Das ist eine neue Masche, gerade wie es ihm gefällt. Wie er Oh, guckt. mein lieber, süßer, gnadenvoller Erlöser im Himmel. Ziemlich gut, was? Du musst einen Eid ablegen vor der Menschheit und Gott, dass du nie wieder in der Öffentlichkeit singen wirst. Was genau wollen Sie mir damit sagen? Oh Mann. Okay, nochmal. Lasst mich doch nochmal für euer Frisiersalon-Quartett vorsingen. Nein, Oh, bitte, bitte. Der Geist der Musik ist in mir. schon gut. Aber dies ist das letzte Mal. Die Reaktionen von ihm sind halt immer zu geil. Mein Herr sprach einst zu Triton. Warum denn all der Streit? Wir trinken schon seit Tagen und sind schon ziemlich... Große, heilige, springende Affen. Was denken Sie, hä? Das war noch atonaler als das letzte Mal. Okay, dann nochmal. Lasst mich ein anderes Lied für euer Frisiersalon-Quartett ausprobieren. Verstehst du mich eigentlich nicht, Threepwood? Kommen Sie, dieses Mal wird es großartig. Vertrauen Sie mir. Wenn du darauf bestehst. Plunder, Plunder, welch ein Wunder, wie bist du nur so nett geraten? Puerto Pollo, deine Hauptstadt, Heimat von Barbierpiraten. Bam, bam. Mutter von allem, was uns Menschen heilig ist. Und? Eigentlich fängst du an, mich körperlich krank zu machen. Bitte hör auf. Ja, komm. Hört mir noch einmal beim Singen zu. Diesmal werdet ihr es lieben. Ich möchte wirklich, wirklich, wirklich nicht. Nein, glauben Sie mir, ich werde jetzt erst richtig warm. Ich bin süchtig nach dir, Baby. Doch die See hält uns getrennt. Und keine Augenklappe ist groß genug, mein gebrochenes Herz zu bedecken. Worte.
Ich brauche mehr Worte. Mein Verständnis der Sprache reicht nicht aus, um den heftigen, würgenden Brechreiz zu beschreiben, den dein Singen in mir ausgelöst hat. Ich kann Ihnen nicht folgen. Ist das ein gutes Zeichen? Dann nochmal. Ich habe noch einen Song für euch übrig. Es ist ein Knaller. Okay, was auch immer. So, jetzt kriegt er, glaube ich, sogar die Sternle vor der Aare. Für diese kalten, dunklen Nächte an Bord haben wir Slips und Boxershorts. Hergestellt aus Baumwolle, Seide und Satin. In den Stilen Anglo, Dutch und Latin. Wenn du segelst, leg es nicht drauf an. Steh mit Unterhosen deinen Mann. Vertrau auf Silver Long Johns. Sie atmen. Das ist seltsam. Was? Sie fanden das gut? Nein, 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 es war fürchterlich. Es ist nur, dass meine Übelkeit sich gelegt hat. Aber nun schmecke ich Metall und sehe Punkte vor meinen Augen. Ich fürchte, dein Gesinge ist so schlecht, dass ich einen Schlaganfall erlitten habe. Na gut. Ich wette, Sie haben Tonnen cooler Piratengeschichten auf Lager. Nein, danke. Kommen Sie, ich möchte wirklich einige davon hören. Es war das Jahr 1675. Wir hielten Kurs auf das Wrack der MS Dose. Unsere Tage waren erfüllt von den Liedern über die Reise und die unermesslichen Reichtümer, die uns an unserem Ziel erwarteten. Nach 2 Monaten unterwegs erkannten wir, dass etwas fürchterlich falsch war. Gucken wir doch mal. Wurden Sie von dem boshaften Geist eines ehemaligen Kapitäns gejagt? Nein. Ein ruheloser Geist wäre eine willkommene Erleichterung gewesen, verglichen mit dem Bösen, dem wir ins Antlitz blickten. Wir wurden alle von einer Melodie getroffen. Einem teuflischen Lied, das ich niemals vergessen werde. La 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 la. Hey, das geht irgendwie ins Ohr. Ei, viel zu einprägsam für eine 50-köpfige Mannschaft, eingesperrt auf einem Schiff, das hunderte Meilen vom Hafen entfernt ist. Keiner konnte an etwas anderes denken und viele warfen sich lieber in die See, als weiter dieses unablässige Summen hören zu müssen. Ach Nur Gott. 8 von uns kehrten zurück. Die verdammte Reise der Obsessivo-Compulsivo wird mich für immer verfolgen. Oh Mann, okay. Oh, schon so spät. Ich muss gehen. Allerdings so spät. Ich würde sagen, ihr lieben Leute, ich mache jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig, wo wir dann hier mit dem saure Pirat und mit dem Piratefriseur und auch nochmal mit Captain Richelieu sprechen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.